Shalom Aleichem, euch allen und ein Dank für den Kommen. Ich bin sehr zufrieden, als wir haben öfter Kimata Minyan. Ich weiß nicht, oder Sie mir können anheben, ist gut. Seid mir Michael, als das kommt vor, bis die Examens, bis die Vakations, ich weiß nicht. Kein anderer Weg ist nicht toll, weil das ist bei uns euch die Vakatie in Kolumbia. Bei Kolumbia werde ich lernen in New York. Dank Iva und Shana und Ethan und die, was stützen, die Clara zum Lektie-Serie. Mamische Covid und Amachaya zu sein da in was ist für mir mein alter Heim, sehr neu zum Herzen, weil ich bin gewesen ein bis graduierter Student da in Stanford mit 20 Jahren zurück. Demut, ich schäme sich zu sagen, habe ich keinen Satz von Jiddisch nicht gekannt reden, weil das ist bei mir ein Bobby-Lotion oder ein Seide-Bobby-Lotion. Nicht die Mama-Lotion ist gewesen Englisch, ein New Yorkisch Jiddisch, Englisch, aber versteht sich nicht Jiddisch. Und ich habe sich gelernt Jiddisch nur nach dem unheimlich in China. Und das ist eine ganze Meise für eine andere Zeit. Aber ein bisschen wegen sich allein. Ich bin geworden ein Linguist. Nur nachdem wie ich hab sich graduiert von Stanford und reingemischt in ein neues Feld von Linguistik, was ist die verschwundene Sprachen, wie soll zu forschen, verschwundene Sprachen. Und die Dissertation habe ich gemacht in China, forschende Sprache, was heißt Trung, was ist von der tibeto-birmanischen Zweig oder Mischpoche von Sprachen, der Tibeto-Burman Language Family oder Trans-Himalayan Language Family. Und das ist nur von dem, was ich habe ungeheuben zu trachten wegen sich allein und der Mama-Lotion von meiner Mischpoche und sich herangemischt in die jiddischistische Kreisen in New York, gearbeitet ein bisschen beim Volksbühne Theater, nicht wie ein Akteur, aber im Büro mit den Mitgliedern, nur zu haben Maschmus mit Jiddischreder. Und nachdem ein bisschen gearbeitet beim Forwards, wie ein Korrespondent, dachte ich, von Mekong Delta, wenn ich habe gelebt in China, habe ich gemacht, tut's Filmen mit dem Titel Der New Yorker Jid in China. Kurze Filme auf YouTube. Ich kann nicht rekommendieren, als ihr sollt sie sehen, aber das ist gewesen etwas komisch in der Zeit, weil der Redaktor Boris Sandler hat mir gefordert, als wir so machen, etwas spiegelnah auf Jiddisch, wegen verschiedenen Sachen, was haben nicht keine Sache zu tun mit Jiddisch, aber mit Sprachen und mit Minderheitssprachen in China und mit die was ich habe getan. Zurück zum Indien. Der Titel von Referat Sprachen beim Hudson, das heißt unser Teich Hudson in New York. Der Titel ist angenommen geworden von Bashevis' Roman Schottens beim Hudson, Shadows on the Hudson, was ich habe sehr lieb. Aber die Rede geht dazu wegen jüdischer Lechonis beim East River und in New York Bechlal und über der Gorer Welt. East River sei Michael Sholemash, weil ich habe angenommen der Titel von Bashevissen. Ich habe bedet zu reden formell, nicht mehr wie eine Show, öfter kürzer, gebe ich ein Wort als nicht mehr. Und nachdem soll bleiben Zeit für wie viel Frages, Scheiles, Kasches ihr wollt. Und nicht nur will ich reden, aber euch beweisen ein paar Sachen, man soll hören die Sprachen, was man forscht. Die Thema ist zu breit, ihm zu behandeln, wie gehörig in einer Show. Man darf nur gehen von oben auf, machen eine Reihenführung
und Meuchel sein von meinem Amrazis und von der Schwachkeit von mein Jiddisch und von meinem Kenntnis Bichlal. Die Stadt New York, reingerechnet die Vorstadt, ist bevölkert von über 2 Millionen Jiden und ist ein Mikrokosmos, ein Mikrokosm von der Menschlichkeit Bichlal und von verschiedenen jüdischen Edes und sehr Sprachen befragt. Nicht alle Jiden reden jüdische Lashones, oder besser gesagt, haben jüdische Repertoires in der Rede. Und nicht jeden euch zumal reden jüdische Lashones, das ist ein Thema für sich. Und wir können sagen euch als linguistische Variablen können alle Menschen benutzen zu beweisen, dass sie haben etwas Scheiches zu einer Identität. Und das ist sehr kompliziert, aber wir können sagen, Lemoschel als New Yorkisch oder New Yorkische Variablen haben euch ein Scheiches zu Jiddischkeit oder zu Jiddisch und sie können sich hereinmischen in allerlei Kontexten. Keiner weiß nicht, wie viele Sprachen reden Menschen auf der ganzen Welt. Von einer Seite, viele die Linguisten sind noch nicht masken, was heißt eine Sprache und was ein Dialekt. Nicht geguckt auf einen Aphorism. Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Flotte, berühmt gemacht von Max Weinreich, aber gerät von einem anonymer Bronxer Schullehrer. Efter ist es gewesen, Schickel Fischmann, wir wissen nicht, pinklich wegen dem. Aber das ist jetzt eine gewöhnliche Sache, was man redet, allemal in linguistischen Kreisen, Soziolinguisten, alle repetieren die Aphorismen. Nun, von der anderen Seite bleiben wir noch in Amorazes verstehen kimat gar nicht wegen der Hälfte von der Welt Lashones. Und die, was wir können sehen auf der Mappe, sind die, was sind in Sakone von untergehen. Die verschiedenen Kollieren, aber das heißt, dass man hat etliche Hotspots, das heißt Orte von der Welt, was sind Zentren von Sprachen. Und was ist mehr der letzte Redner von einer Sprache, wenn der letzte Redner von einer Sprache ist gestorben, durchschnittlich, oder jede 2 Wochen oder jede 3 Monaten, wir wissen nicht pinklich, man hat verschiedene Statistiken, Leute 2 schreckliche Statistiken, aber heutzutage ist die beste konservative Abschätzung davon ist von Ethnolog, das ist eine Database von Missionären. Und sie sagen, dass wir haben auf der ganzen Welt 7168 Lashones und Schoen. Aber es beißt sich in die verschiedenen Editions von Ethnolog. Und das heißt lebendige Sprachen. Die Mehrheit von sie in Afrika, in Papua-Neuguinea, die Himalaya-Berg, wo ich habe gearbeitet, und befragt in Heuchelberg, in weiter dicke Inseln, solche linguistische Hotspots. Aber als eine Schätzung ist Blisofek ein unpräzise und unbestimmtes Vorhe, was kann nur ein bisschen abspiegeln der wunderliche Verschiedenheit von menschlichen Sprachen. Und es kommt ein Paradox. Als Hagam Sprachen, Jahr ein, Jahr aus, gehen unter, Städte wie New York oder wie Los Angeles, wie San Francisco, haben was mehr Sprachen, weil die letzten Redner strömen kein Stadt massenweise. Das heißt Immigration, Urbanisation.
Also herum, mit einer 15 Jahren zurück, hat man gegründet ELA, das heißt der Allianz von Sprachen in Saucony in New York. Und wir bleiben jetzt die einzige Organisation auf der Welt, auf wie viel wir wissen, gewidmet die Sprachverschiedenartigkeit von Städten. Das heißt Urban Linguistic Diversity. Und der jüdische Lashonis Projekt besteht ein wichtiger Teil von unserer Arbeit. Hagam kein Sach Gelder sind nicht da. Wir bemühen sich zu forschen und zu geben dem breiteren Eulen wegen Sprachen und Minderheitssprachen und Sprachen, die sind in Saucony von untergehen und mitarbeiten mit Kehiles von über der Gorerwelt, was der Ricardi, was haben Menschen in New York. Wir können Ponem a Ponem arbeiten mit sie. Die ganze Meise, wir reden mehr wegen dem ein bisschen später in Abend oder in einer Porsche herum. Aber die ganze Meise von unserer Forscharbeit von über 15 Jahren, der erzähle ich in einem neuen Buch, Sprachstadt, was ich habe geschrieben, was es sei, Geschichte von New York, von einem linguistischen Guckwinkel. Also Geschichte von einer Stadt ist etwas, was wir sehr selten oder knapp gar nicht. Eine Sprachgeschichte von einer Stadt. Das ist etwas, was ich will sehen, was ich will lernen für andere Städte. Ich habe nur was gehört, als von Paris ist ein Buch von Azamin auf Französisch, eine Sprachgeschichte von Paris, aber kein andere mir ist nicht bekannt. So das ist seit der Geschichte von New York, wie Sprachstadt, seit die Geschichte von unserer Tätigkeit von ELA. Und das Buch dazu ist ein Roman, wegen 6 besondere Personen, die reden und hielten ab sehr Sprachen heutzutage in Stadt. Reingerechnet unser teurer Freund von Vorwärts, Boris Sandler, wer schreibt, ein Schreiber, ein Kulturtour, ein Musiker von Vorwärts. Und ähnliche Porträten mal ich von Irwin, ein Kucher und Poet von Nahuatl, eine Sprache von Mexiko, die Sprache von den Azteken. Husnia, wer schreibt Kinder meistens auf Wahi, das ist eine Sprache von Tadschikistan. Rasmina, ein Schwesterkind zwischen die jüngsten Redner von Seke, eine Sprache von Nepal. Ibrahima von Guinea in Afrika, wer lernt ein neuer Alphabet von denen für seine Sprache, was heißt Unko. Was ist jetzt mehr und mehr verspreit in Afrika. Und Karen, der erste Lehrer von Lenape, der Heimloschen von New York, was heißt Lenape Hawking, das ist der Name von New York auf Lenape. Wer hat die Sprache zurückgebracht von Kanada in New York, mit der Klasse in unser Büro in Manhattan. Sie ist nicht geworden, mit ein paar Jahren zurück. Nun, ein Bild von meiner Forschungsarbeit mit Seke, mit Rasmina dort und Bikas, euch ein Mitarbeiter von dem, mit einem Redner. Und das ist gewesen in Nepal, aber dann haben wir gesagt, ist die Arbeit zwischen Nepal und New York, in die 2 Orte, haben wir gemacht, Rekordierungen und andere Materialien. Ist eine Kasche, wie so abzuhitten eine Sprache. Was meint das? Was tut man, wie eine Dokumentation, Linguist, tagtäglich gerät? Koidem Kol, auf eine verspreite Sprache, weil kein anderer Weg ist nicht da, ist die Arbeit eine pamelige und eine gründliche. Warf sich herein in der Sprache,
die Phonemes, die Phonemen von Klangsystem, mach Rekordierungen von Meiselech, Lieder, Schmussen und so weiter, hebt sich an mit Verstehen und Analysieren, Grammatik und Lexikon, gefinn passige, seicheldicke Mitarbeiter. Nur in Meshech von Jahr kann die Forschung geurem sein, in ein Wörterbuch, ein Korpus von Audio- und Video-Rekordierungen und verschiedene andere Materialien, mit was zu erzählen wegen Geschichte, Kultur, Svive und so weiter. Bei jeder Tritt habe ich gedarf die Mithilfe von ortigen Menschen von allen Typen. Nu, für was soll man forschen und arbeiten mit kleinen Minderheitssprachen bichlal? Lashones was gehen unter. Das heißt, die Mama Lashones von anderen. Wenn er sagt, jüdische Lashones gehen unter dazu. Ich halte das Abhieten und Dokumentieren die Verschiedenheit von der Welt, von den Lashones von der Welt, ist eine intellektuelle Tradition bei Jeden. Nicht geguckt auf der Bobby Meise von Bovel von dem 19. Jahrhundert an hat der Haskola uns geführt zu einer neuen Neugierigkeit zu den Ha'olam und der Resultat ist mamisch nicht zu vergleichen. Deures, wo sind geworden Wissenschaftler und Gelernter anstatt Rabbonim, und die neue weltliche Goyim haben gegründet oder reingegangen in Gebieten von einer global Farnem. Und das ist reingerechnet goyische Lashones dazu. Was mehr der moderne Ivrit und der Chassidisch-Jiddisch heint, beide beweisen unikale Wege, von wann andere Sprachaktivisten verhaben jetzt Ideen. Es ist richtig, als ein ausländischer Linguist kann nicht Nissim Venefloes machen. Aber einmal ist gewesen die Dokumentation und Beschützung von kleinen Sprachen berosch mit Jiden. Eine Sache von sehr Jiddisch-Redendike. Noch der deutsche Jid Franz Boas, ein Gründer von Feld in Amerika, von Anthropologie, von Linguistik, sind gekommen Edward Sapir und Eugene Weltfish. Das ist eine Tragödie für sich, die meiste von Gene Weltfish. Es gibt ein Mamische Center in Columbia in Barnard mit 100 Jahren zurück. Es ist jetzt gemacht im Ganzen verschwunden. Aber ist eine ähnliche Tradition auch in Russland mit den sogenannten Narodnikes, Linguisten wie Tan Bogaraz, Sternberg und so weiter. Und dazu in Amerika Schickel Fishman und andere sind sehr wichtig für die Sprachaktivisten jetzt. Als solche stehen in der ersten Reihe. Und die, die sind in Russland, ist eine ganze Meise, weil sie haben geforscht Sprachen in Sibir, wenn sie allein sind gewesen in Twisse und ist sehr interessant. Es legt sich auf den Seichel, als ein Jiddishist soll betrachten und bestützen die kleinen Lashones in Sakone. Wenn es Matzev wird ärger und ärger. Und als eine Arbeit, der Mond uns, wir sehen zufällig, als frierdicke Jiddischisten haben schon entwickelt, so viel Machschirim abzuhitten unser Mabelnoschen. Institutionen, Bücher, Journalen, viele Filmen und Webseitlich, also belagert jetzt, wie sie sollen nicht sein. In anderen Fällen, in anderen Lashones, hat man gemacht im Ganzen nicht. Nur öfter, lemoschel, 5% von den Lashones über der ganzen Welt haben Webseitlich oder sind online. Nu, ich habe lieb Mappes. Und ist, ja, jetzt zum Indien.
das heißt, das heutige New York, ich habe Mappes, das ist eine Mappe, was wir haben gemacht bei Elle von die Lashones von New York, nicht nur die jüdische, aber über 700 Lashones auf Sach mehr Erde in New York und die Vorstadt. Und das heutige New York ist eine Stadt mit linguistischer Verschiedenheit nicht zu vergleichen. Was ist euch ein globales Zentrum für jüdische Lashones, Avade, reingerechnet die, was stehen in Sakone von Untergehen. Berühmt wie eine Stadt von Jiddisch mit allen Petschewkis, nimmt New York rein dazu mamoschestike Spuren von Ladino, einmal eine Sprache von Tausender New Yorker und jetzt den Gang von Aufleben und euch von ein hübsch bisschen andere, unbekannte Sprachen mit Wurzeln in die allerlei Umständen von Jiddisch-Goles. Der Riker in Brooklyn, in Queens und in die Arumike Vorstadt sind wenig dokumentierte jüdische Sprachen, von Marokko bis Taiman und von Usbekistan bis Iran und paar Menschen gedenken noch und zumal reden die Sprachen. Wir wollen reden wegen dem. In dem letzten Jahrzehnt hat man in die jüdische Lashones Projekt bei Elle uns markiert, uns mappiert und dokumentiert, wie weit es ist möglich mit nicht kein Sachressourcen. Das ist eine Mappe, was ist gewidmet nur die jüdische Lashones. Und ja, das ist von heutzutage, seit Michael, also das ist sehr kompliziert, aber wir haben gehabt in der Geschichte von Stadt Chvalies von verschiedenen Edes und Gruppes, von Same Onheb, man kann sagen, als mit den Erich 400 Jahren zurück, sind Juden gekommen von Brasil, aber sie sind gewesen in Tocharein Portugiesisch Redner, weil sie sind gewohnt portugiesische Juden. Das ist gewesen der erste Kehille von Juden in Amerika, in Amerika. Und sie haben, wir wissen nicht pinklich, was sie haben geredet. Es gewesen öfter ein Jiddisch-Portugiesisch oder Portugiesisch mit jiddischen Einflüssen, Judeo-Portugies, wir können sagen öfter. Nach dem Chvalies, was haben geredet, öfter Meirev Jiddisch oder bisslich weiß Meirev Jiddisch, Alsatian Jiddisch dazu, öfter ein bisschen. Wir haben nur Spuren und etliche Protein wegen dem. Und es ist wichtig zu anerkennen, als in Lower East Side ist nicht gewesen nur Jiddisch-Redner, die, was haben geredet Ladino, haben gelebt sehr nahe zu den Jiddisch-Redner. Und euch sind gewesen Judeo-Arabisch-Redner und euch Karaim von Krim, was haben geredet Krimchak. Wir haben nur etliche Protein wegen dem, aber es ist gewesen ein Matze mit der 100 Jahren zurück von einer Verschiedenartigkeit, was ist nur hat sich entwickelt in die letzten Jahrzehnte. Und jetzt ist wir können sagen eine Sache wegen dem, aber es ist besser zu hören. Die Sprachen, ein paar von den Sprachen. Und das ist ein Regime, das ist öfter klarer. Und man hat gemacht, schwarz, die, was wir forschen jetzt in New York, auf wie viel wir kennen. Es ist nicht so, dass wir sollen forschen Jiddisch, weil Jiddisch lebt, Jiddisch wächst, der Riker in New York und wir haben Sachmenschen, was forschen Jiddisch und euch andere, aber
Es ist wichtig, dass wir sollen forschen die andere jüdische Lashones und wir haben eine Gelegenheit jetzt in New York das zu tun. Und ja, wir können sagen, dass das ist ein Teil von einem breiteren Projekt von Forschen jüdischer Lashones, was kommt vor in Medinas Yisrael, was kommt vor in andere Orten. Aber wir können reden dazu wegen die neue jüdische Lashones, wie Jewish English, Jewish Russian. Das ist wenn man sagt Jewish wie ein Teil von Nomen, das heißt, das ist eine neu entwickelte Yeshivish, Jewish English, verschiedene Varianten, Repertoires. Und die, was haben Judeo wie ein Präfix, sind die alte, die verschwundene. Das ist nur eine Convention bei die, was forschen solche Sprachen. Sehr gute Mocker, der Kursen ist jewishlanguages.org, Berosh Sarah Ben-Nur und andere Linguisten. Wir arbeiten beschutfes in verschiedenen Orten. Und diese Mappe, was beweist, als das ist, es macht nicht aus, wo Juden haben gelebt. Sie haben entwickelt verschiedene Dialekten, Repertoires, Sprachen, mehr wie 20, mehr wie 30. Wir können nicht sagen pinklich wie viel oder wie weit sie sind von den co-territorial Sprachen. Das ist ein Thema für sich. Aber man hat eine Verschiedenartigkeit, was ist nicht zu vergleichen, was ist ein Teil von der Geschichte von jüdischen Goles über der Gorerwelt. Und das ist Hagam, wir haben die neue entwickelte in etliche Erde. Ich halte als das ist kimat alles in Sakone von verschwunden jetzt, weil der Goles ist kimat verfallen. Avade, Hebräisch und Aramäisch hat man angehalten wie gebildete, heilige Sprachen, verdavenen und lernen. Aber tagtäglich hat man gerät und entwickelt Varianten von den ortigen, nicht-jüdischen Sprachen. Uns ist bekannt der Moschel von Jiddisch, Avade, einmal gerät von Warschau bis Los Angeles, von Melbourne bis Buenos Aires, mit über 11, 12 Millionen Redner in der Heich. Aber Jiddisch ist nicht, sie alle sind nicht also ähnlich zu Jiddisch. Sie haben sehr eigene Meisterlich, sehr eigene Systeme und eine Sache von sie, ja, man weiß kimat gar nicht wegen sie. Euch etwas in jewishlanguages.org, was ist kedai zu gucken auf dem, eine Mappe mit Rekursen, reingerechnet die, was wir haben gemacht und die anderen Projekte wie eine Mappe. Jeder Matzev bei Jeden ist gewesen ein bisschen anders. Und ja, der Charakteristik von Jiddisch soll man nicht allemal suchen bei anderen jüdischen Lashones. Wenn die Redner sind herausgestuft von deutschen Ländern, die Redner von Jiddisch, kein Slawische, ist gekommen ein doppelter Einfluss. Ja? Und die Tiefkeit von Frömmkeit ist öfter gewesen tiefer in Orten, wo jüdische Redner sind eng gepackt mit eigenen Institutionen, wie in anderen Fällen von jüdischen Lashones. Der Benutz von Aleph Beis und Loshen Kodesh-dicke Wörter sind nicht alt in dem. Und was meint unsere oder jüdische in einem gewissen Kontext ist nicht unbedingt. Mit Judäo-Arabisch und die Sprachen von persischen Jiden, Lemoschel, ist oftmals ein Archaism, ein Simen von Jüdischkeit, weil Jiden haben nicht also gich adoptiert die neuen Strömen von Bedouin-Arabisch, Lemoschel,
oder die Hauptstadtdialekt von Teheran bei den persischen Jiden ist nicht also gleich adoptiert wie bei den Musulmanen. Das ist auch ein wichtiger Website von Medinas Israel, Mother Tongue, mit der Sache Rekordierungen gemacht geworden, Yehudit Henschke Berosch, sehr interessant. Und ja, es ist wichtig dazu, als jüdische Lashonis stammen von verschiedenen Sprachmischpuches, different language families. Also sie haben Charakteristik von soziolinguistischen Guckwinkel, was haben zu tun mit ähnlichen Bedingungen in etlichen Fällen, aber nicht in alle. Aber sie repräsentieren Tuts Sprachmischpuches. Die Theorie wegen jüdischer Lashonis kann man lernen in Artikeln von Sarah Ben-Nor, einmal da in Stanford, oder von Benjamin Harry, wer hat geschrieben wegen Religio-Lects. Das ist ein interessantes Thema und das ist nicht nur mit jüdischer Lashonis. Wir können sagen euch, als Lemoschel Hindi und Urdu haben eine religio-lectal Beziehung in einer zum anderen. Und Zoroastrian Dari, das ist auch ein Persisch, was ist gerät geworden von den Zoroastrians. Bei Christen in die Länder, wo sie sind Minderheiten, ist auch interessant zu suchen religio-lectal Variablen. Und man hat verschiedene Regimes von den Charakteristiken von jüdischen Lashonis. Ist nicht wichtig, dass wir malen sollen Masken sein wegen sie, aber wir können suchen für die Elemente in verschiedene jüdische Repertoires und andere christliche und musulmanische Repertoires. Und was Scheich sein möchte, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, aber das ist ein Regime von wegen Endangerment, Rubrik, was ist verspreit zwischen Linguisten, was arbeiten mit dem. Es ist auf der Basis von Schickel Fischmans Arbeit, wegen Sprachen in Sakone. Und es ist sehr kedai zu vergleichen ein bisschen den Matzev, auf wie viel wir wissen von verschiedenen jüdischen Lashonis mit der Dosiker Rubrik. Und ja, das ist der jetzige Matzev, es wird ärger und ärger, haben nicht genug Zeit zu tun der Arbeit. Und wir können ein bisschen auslernen von der Theorie dazu von Sprachdokumentation. Lemoschel Niklas Himmelmann, was ist ein Gründer von einem Feld, als man darf dokumentieren in einer modernen Methode mit Daten, mit Technologie und so weiter. Arbeiten beschützt mit der Kehile, mit der Rede. Die Boasian Trilogy oder Triad, das heißt ein Wörterbuch, eine Grammatik, ein Buch von Grammatik und ein Korpus. Das ist alles sehr, sehr wichtig und das ist nur ein Anheb in Verstehen, was ist eine Sprache, was besteht von einer Sprache. Und seit Michael, also das ist etwas nahe für mir zu reden wegen solcher Themen. Das ist nicht nur reden wegen Jiddisch, Shalom Aleichem und so weiter, aber reden wegen anderen Sachen, was haben wir Scheiches zu Jiddisch Schönes, aber wir haben, oder ich habe nicht die Wörter in alle
fallen zu reden wegen dem. Aber es ist mir ein Covid, sich zu bemühen und ein Dank für Zuhören zu dem. Nu, lass mich reden jetzt, nennt zu Protim. Die Protim haben dich verschiedene Beispiele. Die amolike Hemen von Srov jüdische Lashones sind Srov heintige Jiden, kimat im Ganzen nicht bekannt. Djerba, Tunesien, Tetuan, Marokko, Kuba, Aserbaidschan, a viele solche, was man weiß ein bisschen davon, wie Bukhara, Usbekistan oder Mumbai, Indien, sind in Tocharein, also wie weite Kräuvim von weiten Ländern. Aber es ist blisofig in die andere, noch unbekannte Mokem Miklets, was abscheidige jüdische Sprachminim haben sich entwickelt durch Jahrhunderte und Tausende. Ort ist Kutaisi, Georgia, Gruzien, mit der Hilfe von Tamriko Lomtadze, ein Gebäudener in Kutaisi und ein Linguist, was hat geforscht Judäo-Gruzinisch, Judäo-Georgian in Gruzien, euch in Israel, wo Srov gruzinische Jiden wohnen und schaffen heutzutage, und euch in Queens, wo es ist voran die einzige Kehille in Amerika von gruzinischen Jiden, habe ich besucht mit der Jahr zurück 2 von den verbliebenen Synagoges und interviewt, rekordiert etliche von den letzten verbliebenen Jiden in Kutaisi. Mein Center, historisch gerät, von Judäo-Gruzinisch, und wir haben geredet wegen Sprachbenutz, Language Use, Reusred, Intonation und so weiter. Es ist schwer jetzt, oder zu forschen oder abzuhiden, solche Sprachspuren, aber in ganzen klar, was Jiden durch Jahrhunderte, Jahrtausende in Gruzien haben sich verspreit über ein Land und haben sei adoptiert Elementen von die ortige gruzinischen Dialekten, Kartvelien, von der Kartvelien Sprachmischsprache, sei entwickelt sehr eigene Ausdrücke und linguistische Aspekte. Und zulieb die jüdische Bevölkerung dort ist Kutaisisch, Gruzinisch, Kutaisi Georgian, geworden etwas als Siemen von Jüdischkeit. Punkt also wie der Brooklyner Akzent kann sein ein Teil von Jiddisch-Englisch oder ein Siemen von Jüdischkeit in Amerika. Nicht geguckt auf einen Ort, wo der Redner sollen leben ist. Kann sein in Israel, kann sein in Tbilisi. Der Kavkaz Bichlal ist ein Wunderland von Sprachen. Und Tbilisi, der Hauptstadt jetzt von Gruzien, noch Kutaisi. Kutaisi ist einmal geworden. Tbilisi ist der noch geworden eigenartige Treffpunkt von jüdischen Sprachen befragt beim Anheb 20. Jahrhundert. Reingerechnet die alle Varianten von gruzinischen Jiden. Juhuri, wir will reden wegen dem, von Aserbaidschan, Dagestan, aber sie haben sich besetzt in Tbilisi. Die so gerufenen Barg-Jiden, Kavkasi-Jiden, die Mountain Jews. Lishan Didan, das heißt Neo-Aramäisch, von den so gerufenen Lachluchim von Iran, was haben sich besetzt dort, haben sich geraten wird von Pogromen und andere Sachen in Iran mit der 100 Jahren zurück, haben sich besetzt in Tbilisi. Und dazu Jiddisch reden die. Ashkenazim, die sind gekommen von Tchum HaMoshev und viele gegründet ein Jiddisch Theater und andere Institutionen in Tbilisi. Russisch ist avade geworden eine wichtige Lingua Franca, aber die 4 Gruppen, was ich habe der Mond, haben gewohnt wie Schreinem in derselben jiddischen Quartalgegend von Tbilisi und zumal sich gelernt die Sprachen von einem von anderen. Und der Geist von Tbilisi, will ich sagen, Blisofek, blieb noch in der heutigen Queens, um Forest Hills und Long Island, Great Neck.
Also wie in Tbilisi, mit 100 Jahren zurück, kann man jetzt finden wie Schchenim, Jiden von Iran und Irak, was gedenken noch die lokalen Varianten von Neo-Aramäisch, wohnendig sehr nahe zu aschkenazische, russisch redende Jiden, was bisslich weiß, gedenken Jiddisch, und euch grusinische Jiden und dazu die bukharische. Die Juchuri sind nur ein bisschen weiter in Brooklyn. Bis der Zweiten Weltmilchome hat man deportiert in Zentralasien die aramäische Reder, die Lachluchim, zusammen mit etlichen von sehr grusinisch-jüdischen Weiber und Männer. Und es kann sein, Chiddush bei Jiden, was man nicht nur studieren und lernen, Targum loschen, aber bei die dosige Lachluchim von Iran und Irak redet man noch Typen von Neo-Aramäisch, was haben übergelebt, die alle Drucken von Persisch in Iran und von Arabisch in Irak, aber in einer solchen Städtlach wie Urmia, Zacho, Bijar und Sanandaj sind ein hübsch bisschen so gerufene kurdische Jiden, ja, Mamschich gewesen, Balpei, mit verschiedenen Varianten von Aramäisch. Und die letzte von sie sind entlaufen von denen nur mit 40, 50 Jahren zurück. Und also wie etliche jetzt, was wohnen in New York, gedenken noch die Sprache, also wie in Bild, Srov Menschenstammige von Urmia, was haben gepravet a Tag von Lishan Didan, a Day of Neo-Aramaic, mit ein paar Jahren zurück in New York. Und wir können euch suchen in Los Angeles und öfter dazu in Almaty, in Kasachstan, wo etliche von den Deportierten von Tbilisi bleiben bis in heutigen Tag. Ich habe noch nicht gehabt die Gelegenheit zu fahren, kein Almaty, aber ich stelle sich vor, dort interessante Spuren von Neo-Aramäisch und anderen jüdischen Sprachen. Und das ist noch ein Beispiel von einem interessanten Zentrum von jüdischen Lashones, also wie Tbilisi ist gewesen, also wie es gewesen in einem gewissen Sinn Kairo mit 100 Jahren zurück, wo Jiddisch Redner, Ladino Redner und Judäo-Arabisch Redner und auch Karaim sind gewesen in einem selben Ort. Lass mir zuhören, hört sich zu ein bisschen, wir kennen, ein bisschen Neo-Aramäisch. تاتيك إسرائيل اللي أنا أخوي كإيران جدا. همیشه وقتی دیگه کافته کلوا و فارسی به عبری به فارسی. آنش کاری نمی‌کنه فانش باقی کافته کلوا میشه درستی داشته. خدا من خیلی کافته کلوای کافته که همش کالت کلیتیا. أنا نعرف هنا كلوني وقت تاتي هم ريخاني أخي ما كافته باقي ما كافته رايس سكر لسه. Seit Moichel, wir können nicht sehen die Unterkäpplach, aber wir haben ja Unterkäpplach. Und das ist meistens wegen sich allein, wegen das eigene Leben. Und wenn der Tate ist nicht geworden und die Sprachen, die sie haben geredet, und das ist gewesen in Bijar, was ist jetzt Irak. Aber das ist ein ganz anders von wie die bagdadischen Jiden, Lamoschel, haben geredet, Judäo-Arabisch. Das ist in Zofen, Irak, wo sie haben geredet, solche Lishandidan-Varianten, das heißt Neo-Aramäisch. Ein paar andere. Arege. Das ist ein anderer. Punkt also in Sakone von Untergehen und Verschwinden sind die Sprachen oder Dialekten oder Repertoiren von Zentralplateau in Iran. Solche uralte Städte wie Kashan, Yazd, Kermanshah, Isfahan, wo man hat geredet Judäo-Median Lashones. Und diese Rekordierung von Jacob Tabari in Great Neck in Long Island. Der hat geschrieben Meisele von seinen Sekoren
wegen Molen Nasreddin, was ist gewesen sehr berühmter Held von Balkan bis China einmal, bei Muslimen, bei Jiden, das ist gewesen ein Trickster, ein Mensch, was alle haben gerät wegen meißelig, wegen ihm. Und das heißt, dass in Central Plateau von Iran hat man gerät andere Dialekten von Persisch, was sind nicht so nah zu Farsi in Teheran. Das ist ein anderer Zweig von die persische Lashonis. Und das ist nicht so verständlich zu sie, was sind in Teheran. Und Menschen in solchen Städten wie Kashan, Yazd, Kermanshah, in Central Plateau, die Musulmaner haben sich gebieten die Sprache, wenn Teheran ist geworden, die Hauptstadt, sie haben gehabt einen Einfluss von dem, weil die Minderheiten, die religiöse Minderheiten wie die Juden und auch die Christen, sie sind Mamschech mit die ortigen Dialekten. Und so herum ist es geworden, ein Siemen von Jüdischkeit zu reden, mehr wie ein Central Plateau, originelle Dialekt. Das heißt, dass die Siemen von Jüdischkeit ist nicht nur gewesen, etliche Loschen koidische Werte oder Sachen, was haben zu tun mit dem jüdischen Leben, aber die uralte Variablen von Central Plateau. Und man kann das suchen auf Internet, aber wir haben nicht keine Sachzeit, aber dort ist ein Cook auf. Ja, das ist, wir haben es angeschrieben. Und das ist sehr komisch, meistens wir haben es angeschrieben mit etwas an Ausleg, weil die sowjetische Lashonis sind gewesen Balpei, oralische. Man darf finden, passige Wege, sie anzuschreiben. Das ist euch ein Thema für sich. Und euch nicht nur die Transkription, aber auch die Übersetzungen sind sehr nicht so gering. Nur wegen Juhuri will ich reden ein paar Wörter, die also gerufene Bar-Jiden. Sie haben sehr starke Kehille in New York mit tausenden Menschen, was wohnen Beschreinem in Brooklyn. Bei Lamden ist die Sprache euch bekannt wie Judeo-Tat, ein Name, was spiegelt ob ein Scheiches zu der Sprache Tat oder Muslim-Tat, muslimische Tat, gerät von einer ortigen Gruppe von Musulmännern. Das ist ein Zweig von den persischen Jiden, aber sehr weit von Persisch, von Iran oder Teheran. Das ist in Aserbaidschan und auch in Dagestan. Man hat verschiedene Dialekten. Es wendet sich das ist in Kuba, in Aserbaidschan oder in Makhachkala, in Dagestan. Es gibt 4 Dialekten. Die Dialektologie von dem ist nicht so klar jetzt. Und es ist schwer zu finden, gute Redner von den verschiedenen Dialekten. Und ja, die Sprache ist, in Muslim-Tat ist öfter in einem Ärgermaße wie Judeo-Tat, was ist interessant. Nu ist ja eine Sache, was man darf forschen wegen dem. Man hat Rekordierungen gemacht geworden in New York. Unser Chaver Simon Ichil Mardechaev, wer ist euch ein Lehrer, was lernt Klassen in Brooklyn für die Kehille, die Jüngere, was haben Interesse zu dem. Ja, das ist ein Vergleich, man kann sagen, als wie weit das ist von Persisch, Lemoschel. Aber da hat man Wörter wie Chavur, was sind Loschen Koidesh stammige Wörter. Aber eine Sache von den Sachen, was sind anders wie Persisch, haben zu tun mit einer anderen Geschichte. Und ja, Variablen, linguistische Variablen, was haben gehabt sehr eigene Entwicklung.
Und das ist euch eine kurze Ermahnung, als wir soll sagen, euch, und das ist ein Thema für sich, wegen die verschiedenen Hebrews von die jüdische Lashonis Gruppes. Weil sie alle haben gehabt sehr eigene Vokalen oder Konsonanten und Johuri Hebrew ist ein bisschen anders. Das ist Lachadodi. Ich rede nicht wegen der modernen Ivrit, ich rede wegen der Sprache von Davenen, von Lernen, von Singen. Das ist ein Beispiel von einem Matzev, was ist schon zu spät. Das ist Kehila Kedusha Yanina in Lower East Side, was ist die einzige Schule von Javanisch, von Greek Jews in Hemisphäre. Und ist, ja, wir haben nur gekannt rekordieren ein paar Wörter von ein paar älteren Menschen, Eder sind Nifter geworden. Die, die sind geblieben in Janina, in Griechenland, in Zofen, ist Zofen Meirev Griechenland, haben die Nazis der Harget. Es bleibt Kehile in New York, aber nicht so stark und keiner was gedenkt jetzt, was ist gewesen, was sind gewesen die jüdischen Aspekte von Sprache, aber sie sind ja gehabt als solche Sachen. Nun, wir kommen schon zum Sof, Ladino in Queens. Das ist ein Bild von etwas, ein Auflebung von Ladino, sehr interessant. Hat gemacht zwischen den Mappes Bilder, was spiegeln ab, wie kompliziert ist gewesen die Bewegungen und die Besetzungen von die verschiedenen Orten, Gegenden in Stadt. Und wir soll die Redner von verschiedenen jüdischen Lashonis haben, was sind gewesen die Beziehungen? Wir haben gehabt nicht Poshet jüdische Gegenden, es gewesen Ladino-redendike Gegenden non zu die jüdisch-redendike oder non zu die was sind Krimchak-redendike. Es gewesen sehr kompliziert. Wie soll sie haben sich beziehen einem dem anderen? Linguistische Sachen wegen Ladino, Phonologie, das ist ein Thema für sich, wir können reden wegen dem. Und man darf ein paar Wörter beim Sof wegen Bukhari, weil das ist sehr lebendige Sprache. Wir haben gemacht Rekordierungen mit solchen Menschen wie Rov Baruch Babayev. Sehr interessant zu hören, wie so ein Rov mischt rein Wörter von verschiedenen Sprachen, weil der Multilingualism von jüdische Kehilas ist euch sehr wichtig zu der Monen und die Bukharische sind ein sehr interessantes Beispiel, weil sie reden Russisch mehr und mehr, aber der Englisch, Ivrit dazu, das ist, wir kennen uns anrufen Bukhari Judeo-Tajik, weil das ist sehr nah zu Tajik. Aber sie stammen euch von Usbekistan und Usbek ist geworden die Sprache von Land in der Riker in die letzten Jahrzehnte. Eine Sache zu reden wegen dem. Wir haben Rekordierungen, haben nicht genug Zeit, aber wir können alle finden online. Eine Simche bei Bukharischen Jiden in New York, ein Journal. Auf Russisch versteht sich jetzt, aber wegen Theater, wo sie haben, sie reden etwas Gemisch von Sprachen in Theater. Und es ist sehr interessant, was kommt vor jetzt. Und auf Englisch ein paar Protein wegen dem, wie viel sie sind. Man weiß nicht, eine Sache wegen dem. Wir haben gemacht etliche kleine Forscharbeiten wegen die Sachen. Shashmakom, der Musik von Bukharischen Jiden, ist ein Thema für sich. Mit Meister wie Ilyas Malayev, wer ist Nifter geworden in Queens mit etlichen Jahren zurück. Nun, lassen wir kommen zum Sof, also lassen wir haben
genug Zeit, herumzureden, wie viel größere Themen ihr wollt. Noch einmal einen schönen Dank für Kommen und für Zuhören und seid Michael für die alle, ja, einen schönen Dank.